about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal CHD und heute ist der nächste Tag in Prag und wir gehen jetzt das erste Unihockey-Spiel von meinem Bruder schauen. Das heisst, ich schneide jetzt noch ein bisschen an meinem Vlog von gestern und ich hoffe es funktioniert, weil ja, wer den Vlog von vorgestern nicht gesehen hat, schaut ihn unbedingt an, dann wisst ihr, wieso ich momentan sehr Probleme habe und es kann sein, dass Videos extrem verspätet raufkommen, aber das seht ihr alles nochmal, wenn ihr da oben in den Ecke klickt. Wir fahren anscheinend mit dem Metro und so an die Turnhalle. Die Turnhalle ist recht abgelegen anscheinend, was sie spielen. Und dann sehe ich das erste Mal wieder meinen Bruder nach 4 Tagen. Weil er ist mit dem Gar gefahren, also mit 16 Gar gefahren, 16 doppelstöckige Gar, alles Kind. Und das T-Shirt muss natürlich noch gewechselt werden, weil so kann ich nicht in die Halle reingehen, darum würde ich sagen, machen wir nächste Nacht gestellt. So, passt doch perfekt. Hey! So, hinten drauf. Oh, jetzt wird mir aber es steht auch nochmal Swiss drauf. Und ich würde sagen, wir machen so der Schweizer sicher alle eher und ja, ich bin mir jetzt immer noch unschlüssig, ob ich soll meinen Kamerarucksack mitnehmen. Weil ja, es hat so die ein oder andere Sachen drin, die ich sicher brauchen. Das sicher nicht, das kommt raus, das auch, das auch. Wahrscheinlich nehme ich ihn mit, um einfach die grosse Kamera hier zu verstauen. Weil es ein bisschen einfacher ist, so die ganze Zeit, dass wir es rumzudrehen, weil ich will auch noch in der Stadt ein paar geilere Aufnahmen machen. Mit der grossen Kamera und mit der kleinen Kamera ist das zum Teil ein bisschen schwieriger. Und vor allem je nachdem, wie die Geräuschkulisse in der Stadt ist, muss ich dann zu der grossen Kamera wechseln, weil die Kamera einfach nicht so ein geiles Mikrofon hat, wenn es viel Hintergrundgeräusch hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt, entweder sehen wir jetzt ein paar Ausschnitte von der Hinreise oder ich werde in der Turnhalle wieder, aber sicher mal jetzt ein paar Cinematics. Wir sind zurück im Hotelzimmer angekommen und ja, ich habe das T-Shirt gewechselt, weil ja, irgendwann wird es heiß in einem Polo-Shirt drin, vor allem wenn man den ganzen Tag in der Turnhalle hockt. Ich hoffe, die Aufnahmen vom Unihockey haben euch gefallen. Ich weiss nicht, wie gut ich die schneiden kann, weil es ist das erste Mal, dass ich irgendwie so Unihockey-mäßig irgendetwas mache, vor allem Sportvlog mache. Also normalerweise habe ich halt immer etwas, so, wo man halt einfacher kann schneiden, weil so im Sport muss halt, gerade im Unihockey muss halt doch immer so irgendetwas sicheres Spiel verlaufen, aber es muss man schauen, wie gut ich das Handy aufdrehen. Und jetzt gehen wir nachher dann auf einen Turm, wo anscheinend Eiffelturm so in Paris soll abgebaut werden und dort kann man nachher mit einer Standseilbahn rauffahren und nachher mit den Treppen hochlaufen. Und ja, auf den freue ich mich eigentlich ehrlich gesagt, vor allem wir sollten einen richtig geilen Blick über die Stadt haben. Und wir sollten auch auf die Wachablösung sehen, wo wir dann vielleicht am nächsten Tag anschauen, also im nächsten Vlog. Und ich würde sagen, wir sehen jetzt ein paar Cinematics von dem Tower und dann können wir später mal. So guys, back in the hotel room, yeah man. Und
Ja, es ist geschafft. Darum, ich habe jetzt nicht so geil gefunden. Man hat zwar einen geilen Überblick gehabt, aber wirklich so wie der Eiffelturm hat er nicht ausgesehen, aber immerhin, und vor allem haben wir schon so recht wenig Leute dort gehabt. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, es sind mehr Leute dort. Aber ist auch gut, von dem her habe ich nicht das Problem. Ich habe geile Aufnahmen können machen, ein paar Bilder privat, die ich nicht will zeigen. Aber vielleicht auf dem Insta-Bild gesehen, das eine oder andere, darum folgt und durch den Profil. Das war es für den heutigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wahrscheinlich ist es wieder recht kurz geworden, weil ja, ich halt nicht allzu viel gefilmt habe, aber Problematik und so wisst ihr ja, wieso ich momentan nicht so viel filmen kann. Und würde sagen, das war mit dem heutigen Vlog. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir einen Daumen nach oben und schaut unbedingt die 2 Tage wieder vorbei, weil dann sind Halbfinale und dann fliegen wir nach Hause. Und dann geht erst die fette Reise los und das heisst, dann gibt es die krassen Vlogs. Ich sage, das war's, bis zum nächsten Mal.